dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du gibst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Well, guten Morgen nach Vara. John Peters hier met je top. Tom hier een paar gedankens met al, niet Gottes Wort. Albert Frey en zijn vrouw Andrea zingen Wo ich auch stehe. En mijn Lieblingsstrophe van dat lied is Du kennst mich und trotzdem liebst du mich. Amen. Wo würden wir sein, wenn Gott uns du noch leben deed, dass wir gut gedaan hadden? Wer kann gut genug tun, ne? Jemand muss vielleicht sein, ich soll vielleicht so dit zijn. Ik kan mensen je vragen, Jezus en nog wat is der Lösung. Zum Beispiel, Jezus plus Wort ist der Lösung. Was some würden du in der Wort, würden sie vielleicht sein, gut genug sein, Schmack sein? Oder würde ich fragen, wo Schmack sein? Und wer ist gut genug? Die Schrift sagt, alle handgesindig. Alright, so das ist nicht die Antwort. Jemand wird sein, die Taufe. Da würde ich vielleicht fragen, wo alt muss sein zum Taufen? Wo muss ich tun? So Jesus in die Taufe, das stimmt nicht. Jemand wird vielleicht sein, wie gemeint sein oder wie eine Kirche hier. Da würde meine Frau sein, wo eine Kirche. Want is dan nu de beste, so dat is ook niet de rechte antwoord. Weet je wat de antwoord is? Jezus en niks is der Lösung. Bloß Jesus is der Lösung. So die kost de niks bieden. So die Lande moet ladig blijven. Jezus plus niks is der Lösung. Du is bloß Jesus is der Lösung. Hij zegt in Johannes 14, ik zie de weg en de waarheid en het leven. Hij zegt niet, ik zie de ik na de Taufe, oder ik kan wie gemeint worden. Ik en dat is streven. Streven, dat is niet de antwoord. En zo, ik vrees me voor dat leid. Hij kent me en daarna leeft hij me. En dat is de antwoord. Mijn vriend, God ziet een grote lijf. Dat zegt Johannes 3:16, hoe groot wie die lijf? Groot genoeg dat hij zijn einzige zien schakt. Hij had niet meer. Hij had niet plus een zum eeuwigen. Dat wir zijn einzige zien. Hij schakt ihn en hij volbracht der Lösung. En zo, we zijn in Matthäus 5 deze deel. Entschuldige, Matthäus 3. Van wo komt die 5 her, ne? We zijn in Matthäus kapitel 3, we worden het van deel fertig maken. En we hebben ons metgedeeld van Johannes der Tauefer, zijn arbeid weer den Weg uitmaken, voor den Haar, voor den Heiland. Zijn weer een kleine vaders. Hij weer nooit dries, hij weer een beetje zo anders. Und man kriegt so ein Mensch, braucht dort zum Weh utmerken, nicht so? Zum dort braucht nicht ein bleider, tummer Mensch, dort muss ein Bruder oder ein heiliger Mensch sein. Ich denke, für ein Wort von Mensch braucht dort zum mit Evangelium mit der Herden bringen, weil das braucht so ein Paulus, was eine harte Schal hat, was tough wird und nicht so leicht abgibt. Der Markus, der gibt meist kurz ab, aber der Paulus, der führt dadurch nicht so. Und so hier wir so ein Johannes, zum den Weg Klick merken, zum den Weg utmerken. Viermal, dat we ons vervieren van Johannes deed met Woederdeiten, Jesus deed we met den Helden Jes met 4. So wie we hielden ons van den Helden Jes, dat is ons leeg, wenn die wordt uitgegoten. En Apostelgeschichte 2. En jeder Mensch heeft een port van den Helden Jes, zum evalueren, über de zin, dat gerecht en de gerechtigheid. En wanneer de Mensch dan eens in Christ wordt, dan krijgt hij een volle moed den Helden Jes. En jo, de Helden Jes, die openbaart zich. Dus we am Freien, dus we dat uitmerken, hij openbaart zich hier en door veel dollar, en dat is mijn wens voor die. Maar we gaan alle den Helden Jezus, om ons leiden, om ons vieren, om ons truisen, om ons kracht geven. Maar die wordt gevraagd, om dat dollar doen, om dat dollar openbaar merken. En dus stem ik ons met aan. Want dat zegt Jezus wird met 4 deiten, dan reden we van, dat hij de 4 vlampjes, die kwamen in de Apostelgeschichte 2, dat is een uitleiding. Het tweede is dat de Heilige Geest dat onze zin wegbrengt, dat het gewesten en zo wieder.
Wegen der Schrift sagt, dass den Heiligen Geist nicht dampfen. Dampfen hat mit Wuter zu tun, so nicht dort vier mehr. Aber ich glaube, die beste Erklärung ist, dass Jesus wird kommen mit gerecht. Vier wird immer top gehört mit das Wort gerecht. Und so er wird einen Tag zurückkommen, nicht aus Haar und Heiland, aber aus dem König und aus dem Richter. So von der sehen wir dann in Johannes Kapitel 3 von 13 bis 16. Und nu wollte ich das mal ein bisschen auf Deutsch, auf Plattdeutsch übergehen. Dann sagt er, dann kam Jesus von Galiläa, num Jordan, dort hat sich taufen lassen von Johannes. Johannes wollte aber nicht und sagt, ich soll mich taufen lassen von dir, und du kommst zu mir. Vers 15, Jesus sagt, Luther zu sein, dort ist reich, dass wir alle Gerechtigkeit tun. Und dann deed Johannes dort. So schön ist Jesus, gedaupt wir, hat getauft wir, kam er im Wuter uit, und dann ging der Himmel auf, und der Geist Gottes kam rauf in der Form von der Duif über Jesus, und eine Stimme von Himmel sagt, dit ist mein Sohn, dem ich lieb habe, und den habe ich wohlgefallen. So wie Gottes Wort. So, Jesus lässt sich deuten von Johannes. Und ich stimme ganz mit Johannes. Johannes wollte gleich. Er sagt, ich soll mich von dir deuten lassen. Wegen Jesus wie Unsinn, Jesus wie herrlich, Jesus wie der Sohn Gottes und in Menschenform. Und Johannes wird viel lieber gesehen haben, wenn Jesus arm wird deuten. Aber Jesus jäuft sich bei, er deut sich für die Mädchen, für Johannes, kriegt es, dass in Philippa Kapitel 3 sagt, dass er leidt alle Herrlichkeit im Himmel und er nimmt die Form von einem Mensch. Und er hat sich erklärt zu Johannes, du mich deuten, sodass alle Gerechtigkeit mag erfüllt werden. So die Frage ist für warum muss Jesus sich deuten lassen? Und ich meine, früher hatten wir eine Unterhaltung von das und das ist an mir alles, hatten wir gefragt. Ich glaube, wir waren eine Taufe was. Und dann hatten sie Mama gefragt, na, warum muss Jesus sich deuten lassen, wenn der keinen Sinn hat? Und ich glaube, Mama hat eine sehr feine Antwort gehabt. Mama hat gesagt, wir haben ein Beispiel für uns. Und das kriegt, was Jesus gesagt hat, lass alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Ich will ihnen wiesen, was das macht. Und so, Hebräer sagt, dass Jesus hat alles belebt, kriegt es wie. Sogar die Versuchung über Unsinn. Und so, die Frage ist, warum muss Jesus sich deuten lassen? Hier habe ich ein paar Antworten, die auf Gedanken bringen. Und Beruk, den Heiligen Geist, der hat die auf offenbart. Weil die Schrift hat sich selbst erklären, wenn Jesus sagt, alle Gerechtigkeit erfüllen. So, jeder Dose tekenen, was te veel te tekenen, dat hij kan een voorbeeld zijn voor ons, en dat de ganze Schrift kan in Erfüllung kommen. Jesus, warum leidt hij zich niet deuten? Weil Jesus leidt zich niet deuten für die Buße von der Sinn. Und das ist ein Part von der Taufe. Ich glaube, wie aus Kirchen in deiner dann vielleicht zu sehr betont, das ist für die Buße von der Sinn. Ich glaube, das ist Part davon. Aber ich glaube, Jesus leidt sich nicht für die Ursache taufen, wegen wir keine Sinn und am viel keine Buße. Buße ist am Andrehen und Leidtrehen über die Sinn. Und Leidtrehen ist nicht so sehr Buße, Rohren ist nicht die Buße, aber Anwenden, das ist die Buße. Das ist einfach, was das Wort Buße meint. Wenn du Nuden forschst und dann winkst mit ihn fertig an und nicht forschst sieden, dann hast du Buße getan. Du bist angewandt. Und das ist, was wir sollen sein im Leben. Wenn die Trinker abhielt mit Trinken, das ist angewandt. Ne? Wenn ein Mensch sich bekehrt zu Jesus Christus und wird ein Kind Gottes, das ist ein Anwenden, das ist die Buße. So, das ist viel stärker als bloß Rohren und Leidtrehen haben. Wenn ich lese, was das Leid sagt, all deine Tränen sind nichts, wodurch du mit Gott wirst versöhnt. Nur das Blut deines Heilands befreit vom Gericht. So, wir machen das annehmen, dass er da betont ist. Und so, Jesus lässt sich nicht deuten wegen der Buße. Er lässt sich deuten, um die Gerechtigkeit zu haben. Das wird hier gesagt. Zweitens, der Deib hat eine Ursache für Jesus. Wenn meine Frau und die ist, so schwinn es sich deuten lässt, was passiert. Well, die kam eine Stamm, die kam eine Duif. Na wird Jesus getekend. Wo wird er getekend? Aus Gottes Sehen. Was passiert in Matthäus 4? Sein Dienst fängt an. Und so, im Alten Testament wird es immer so, wenn ein Mensch Priester wird, oder König, dann wird ihn gesalbt mit Öl. Was hat Jesus? Er lässt sich deuten mit Butter. Was fängt er an? Sein Dienst, seine Arbeit hier auf Erde für die nächsten 3 Jahre. Und so, das wir
hier werden ein paar Ursachen, warum er sich deuten leidt. Die dritte Ursache wäre, dass Gott kann am Tegnen aus ihn sehen. Gott hat hier ein Wunder, die können nicht sterben. Und die Gott hat ganz betegnen, so die Menschen, die daran wären, die haben was Besonderes belebt. Die können nicht sterben, die das mein sehen, und den habe ich wohlgefallen. So ein anderer wird, Jesus wird hier getegnet als Priester, als König, als Herr und als Heiland. Und dort wird eine Ursache, warum er sich zu deuten leidt. Und so, was von der Taufe wird, das ist gleich wichtig. Wird es ein Ungeducken, wird es mit einem Köffel geiten, wird es bespritzen. Das ist gleich wichtig, solange es die Taufe passiert. Weil wenn wir Kirchen anfangen, sehr zu betonen, was von der Taufe, dann sind wir von den Weg raufgekommen. Dann sind wir nicht viel bekümmert um die Methode aus der Taufe. Wir sind Kirchen in Afrika, das Wutter sei dir, du hast meist kein Wutter, die dann spritzen, zum Wuttersporen. Das ist 100% eine Taufe, mein Freund. Wir sind Kirchen, die sind die 7 Riefer, das sei händig, die drücken die Ungarn Riefer, das sei passend. Wir sind Kirchen, das ist meiste Mennoniten-Kirchen, die dann mit einem Köffel, das ist auch 100% passend. Die sind alle gedeiht. Römer 6 redet von begroft sein und wahre Abstand, und so viele Menschen halten sich du an und gleichen ungeduckt zu sein. Preis dem Herrn, dort. Und über sich nicht frisch taufen lassen, wenn du erst Aare hast, dann bist du bloß nicht abgewaschen, dann bist du noch ein jährliches Baby, würde ich sagen. Und Paulus sagt, wir werden mal weggehen von den Marktdingen und wir werden mal Fleisch essen. So hier am Streiten über Wort von der Taufe, das ist nicht meine Antwort, ich habe Respekt für alle Taufe. Kriegen dann würde die best getauft werden. Johannes stund im Jordan Riefer. Er hat denkt dat mir, er wollte ungedacht haben, aber wie weit gleich wo der Riefer du wir. Er hat vielleicht mit seiner Hand plus Wutter abgehoben, dort über den Kopf gegoten, will zu der Berg stunden. Dort denke ich mir, so genug passiert sein. Und gesprätzt wird es leidlich haben, wegen du wir Teufel Wutter. So, das ist gleich wichtig, wo Jesus sich deuten leidt, aber er leidt sich hier deuten. Wo du getauft bist, das ist ein Dank, preis dem Herrn. Meine Hoffnung ist, dass du hast die getauft für diese Ursache. Nicht um die Bekehrung. Die Taufe ist nicht die Bekehrung, mein Freund. Das ist bloß ein Teken von der Bekehrung. Du Römer 6 lesen. Du sagst, dass der Mensch erst begroft und abgestanden mit Jesus. Der Mensch von Äthiopien in der Apostelgeschichte, der lässt sich taufen auf das Bekenntnis von seinem Glauben. Und das ist, was wir tun. So, der Glauben ist da noch nicht so. Jemand, der sich bekehrt, der soll sich taufen lassen. Wo alt? Dort lade ich ab zu die, zu den Helden Jahres. Eltern sollen vielleicht mit Kindern zu Brot leben. Wenn er als ein Kind reitet, weil die Kinder sind verschieden. Ich kann 9 Jahre sein, 10 Jahre, die werden reiten. Ich kann 20 Jahre sein, die werden noch nicht reiten, aber die werden vielleicht noch nicht bekehrt. Aber die Schrift wird von reden, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann soll die Taufe folgen. Ich glaube, wir haben das zu kompliziert gemerkt. Ich glaube, dass sie uns fein, wenn sie Unrecht nehmen, wenn sie Klassen nehmen, wegen Resten Wasser, das ist ein Soldat reinmerken. Aber ich glaube, wir sollen vielleicht alle rein sein, um die Bekehrung und die Taufe zu tun. Und das alte Werk, das alte Monat. Aber ich sehe nicht hier, um Dinge sich ändern, Dinge lesen. Aber ein Ding ist klar, sich bekehren, das ist biblisch und schriftlich. Sich taufen, das ist biblisch und schriftlich. Und für Jesus leben, der Sinn auf sein, das ist biblisch und schriftlich. Preis dem Herrn. Sieh, ein Mensch bekehrt sich, und dann wird er meditiert beten will, der hat 4 von den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der hat hier nur Dinge aufbrennen. Und der lehren, der lernen, der denken haben. Und dann meditiert, wo wir beten. Wir wasen ab. Ich sage, ein Kind was ab. Was wird jetzt leben, wenn wir vielleicht würden ein Baby halten und das Baby würde sein Gaga Gugu. Wow, wir würden uns freuen. Das Baby hat was von dir gesagt. Was wird leben, wenn du vielleicht 20 Jahre lauter wirst, eine schmacke Früh getroffen im Stuhl, und dort wir das Baby, was die 20 Jahre 3 Jahre hat. Und dann würde ihnen die kicken, dann würde früh sein Gaga Gugu. Und dann würde so denken, hier ist was Arich. Die reden haben gekriegt, ist ein Baby. Well, die Schrift sagt, dass ich das soll waschen. Gaga Gugu, das ist zum Anfang. Luther, dann haft er gewaschen, dann ist der Weser, haft er was erfahren.
En dan kon die al vertalen en kon Fleisch verdrehen, nicht so? Das ist ganz straflich. So, das ist eine Lehre über die Taufe von Jesus. Nächstes Mal werden wir in Matthäus 4 ankicken, wo er warm versorgt wird von den Feind. Sehr Dankeschön für Horchen. Gottes Segen. Und wir gehen hier nur das gewöhnliche Programm. Das ist wie das gewohnt sind. Holt hier ab 12:50 KIKZ. Ich